Schon mal was von einem Shantychor gehört? Oder bayerischem Rap? Zeit wird's. Unterschiedlicher könnten die nicht sein. Oh, so ein bunter Vogel, ne? Dachte ich voll vom Hocker. Freundschaften knüpfen, Hüften schwingen, Seemänner schaukeln mit Bayern. Freundschaft, die erstmal für die Zukunft ist. Es entsteht so ein Band, so eine Familie wird draus. Das bayerische Lebensgefühl ist grenzenlos und niemand verkörpert das besser als unsere kreativen, weltoffenen Bayern-Botschafter. Deswegen schicken wir sie auf einen Kulturaustausch mit Gleichgesinnten im In- und Ausland. Weil Zusammenhalt wichtig ist, weil das Kennenlernen Spaß macht, weil der Blick über die Grenzen inspiriert und weil Bayern damit noch ein bisschen vielfältiger wird. 944 Kilometer geht es von Bayern nach Nordfriesland und umgekehrt. Wer gibt den Ton an? Ria kombiniert Tradition mit Sprechgesang. Sowas gab's noch nie. Sie ist die First Lady des bayerischen Raps. Sie trifft auf die Städtesander Seevagabunden, einem Shantychor aus dem echten Norden. Marc-André und seine Jungs singen nordfriesische Volksmusik. Bei unser Schifflein in den Hafen wieder ein. Ahoi! Erster Programmpunkt. Wir sind mit Ria an die Nordsee gefahren, größte Badewanne der Welt. Bisschen kalt vielleicht. Aber Badewanne ist gut. Die Nordsee ist riesig. Gehört zu den kleineren Weltmeeren. Genug Wasser zum Planschen, oder? Also es war ja kein Meer da. Es war ja Ebbe. Nee, da war Ebbe. Es ist strange. Es ist so, welches Tier hat's weggetrunken? Das ist das Wattenmeer. Weltkulturerbe. Gummistiefel sind in dieser Pampe Pflicht. Na Ria, wie läuft's? Man merkt schon so die Arschmuskulatur, ne, die sich immer aus dem Sumpf ziehen muss. Es ist ja gewöhnungsbedürftig, da drinnen zu laufen. Das haben ja doch auch einige erlebt. Also es ist romantisch wie die Berglandschaft, wenn man nicht reinfällt. Apropos romantische Szenerie. Da hat die Hallertau einiges zu bieten. Sogar mit etwas mehr Wasser. Die wundervolle Donau. Vorbei am Kloster Weltenburg bahnt sie sich ihren Weg durch den Donaudurchbruch. Das waren ja Schluchten irgendwie so artig, oder? Das war vorher noch nie gesehen. Nee. Für unsere Seevagabunden echtes Seemannsneuland. Und da kann man halt Zille fahren. Das ist so ein kleines Boot, wo maximal 10 Personen drin Platz haben. Das war echt so ein Postkartenmotiv. Und dann mit uns theoretisch jetzt noch so als Bild, du? Paradise on Earth. Wunderbar, mir gefällt's gut hier. Ich kann nicht anders als chillen. Ich würde hier glatt wiederkommen. Ach ja, Chauché hier. Also diese Berge so selbst habe ich auch noch nicht gesehen. Nee. Bei uns kann man sehen, wer morgen zum Mittag kommt. Und dann sagen sie alle, das sind keine Berge. Nee. Naturschock Hallertau. Das sind die Nordfriesen einfach nicht gewöhnt. Hügeliges Bayern trifft auf nordfriesisches Flachland. Eine Rapperin trifft auf einen Shantychor. Was genau ist denn ein Shantychor? Früher hat man gesagt, das waren Seefahrer und Landarbeiter. Dann haben sie von ihrer Heimat und von zu Hause gesungen. Ja, und das ist ein Shantychor, ne? Das ist das Stichwort. Wie schaut's aus mit dem Gstanzel? Egal ob mit oder ohne Wasser. Gesungen wird immer. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. In den Fässern, da faulte das Wasser und täglich ging einer über Bord. Ahoi, Kameraden, ahoi, ahoi. Ein Seemannslied auf der See ohne See macht Sinn. Ich glaube, so ein bisschen hat sie sich auch nicht nur in uns verliebt, sondern auch in die Nordsee.
Also gegen die Berge würde ich es jetzt nicht eintauschen, aber so für so ein Urlauberlebnis, so richtig in der Matschepampe spielen, schon cool. So, genug geplanscht. Jetzt muss eine Stärkung her. Gut, dass das Kloster auch einen Biergarten hat. Da haben wir uns ja richtig drauf gefreut. Ne? Eins könnt ihr, Schweine braten und Haxe. Wir haben uns richtig eingegönnt. Schönes Bier. Bier musste her. Bier, Bier, Bier. Ein Biertasting. Da sind die Jungs hier genau richtig. In der Hallertau wird der Hopfen nämlich angebaut. Es ist das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt. Die Hallertau exportiert in ganze 100 Länder. Hier speziell in der Schlossbrauerei Au gibt es jetzt schon ganz besondere Schmankerl, die ich den Jungs halt nicht vorenthalten wollte. Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Wasser. Das Reinheitsgebot ist in Bayern kein Witz. Grundsätzlich unterscheidet man untergäriges Bier von obergärigem Bier. Der Unterschied? Die Gärtemperatur. Wir dürfen eigentlich hier nur Weißbier brauen als obergäriges Bier. Wer Weißbier braut, muss mindestens 50% Weizenmalzanteil in dem Bier mit drin haben. Genug gequatscht. Jetzt darf direkt aus dem Kessel probiert werden. Jetzt, Ortshaftis! Das üben wir nochmal. Dominik hat uns ja erklärt, bayerisches Frühstück, und da sind wir natürlich, die Nordfriesen, gerne dabei. Deswegen stehst du auch schon in der Reihe, oder? So ist es, ne? Bayerisches Bier ist natürlich toll, ne? Bringt schon Spaß. Und wir freuen uns, dass nachher noch ein bisschen mehr, ne? Dominik, kriegst du noch ein bisschen, kriegt er noch hin, ne? Ja, der Tag ist noch nicht leer. Wenn Sie sich da mal nicht zu früh freuen. Ria hat noch was ganz Besonderes vorbereitet. Natürlich machen wir viel aus Hopfen. Und da dachte ich so, Jungs, euch führe ich jetzt mal in die Irre. Mit leckerem Hopfensenf, Hopfen in Cremehonig, die bayerische Hopfenschokolade. Ich hätte lieber das Bier, da bin ich ehrlich, ne? Ach, und da war die Enttäuschung ganz groß. Tee? Oh, Tee, das ist ja nur... Hopfentee? Ja. Jetzt probiert es doch wenigstens mal. Ach, wenn die es mögen, ist ja schön. Ja, den Tee, den hätte ich gern mit ein bisschen Schnaps gehabt. Schnaps im Tee oder Nordfriesenpunsch mit Geleköm, das gibt's in Stedesand klassisch zum Biegebrennen am Hafenfest. Früher wurden so die friesischen Walfänger verabschiedet und der Winter vertrieben. Ja, es hieß, es geht jetzt zu dem alten Hafen. Und dann stand er da auf so einer riesen Wiese. In einem Hafen, der keiner ist, wird jetzt so ein riesen Haufen angezündet. Und was für einer. Gut, dass unser Chor gleichzeitig die Dorffeuerwehr ist. Das ist mal Nordsee gewesen hier. Und dann hat man ja das eingedeicht und das Land gewonnen. Und jetzt, wie ihr seht, ist das für landwirtschaftliche Nutzung. Feuer brennt. Im platten Norden sicher bis nach Hamburg zu sehen. Jetzt wird angestoßen. Dann sagt man Synhate. Synhate? Ja. Oh. Auch in der Hallertau hat Ria gute Argumente für gute Laune. Jetzt gibt's Bier. Davon hat Bayern genug. Vom Bockbier bis zum dunklen Bier ist alles dabei. Wichtig beim Bier wird das Bier getrunken und nicht wieder ausgespuckt. Das macht Bock. Die Hallertau traut sich was. Mandarina, ist das eine Hopfenart oder was ist das? Genau, es gibt einen ganz besonderen Hopfen, der bringt tatsächlich ein fruchtiges Mandarinenaroma, Zitrusfrüchtearoma mit rein. Riecht schon noch schön Bier, ne? Nicht nach Apfelschorle. Ich fühle mich sehr wohl. Also. Nordfriesen im bayerischen Bierhimmel. Was will man mehr? So dieses Prosi, das haben wir jetzt auch langsam drauf und dann läuft das. Auftakt zum großen Austauschkonzert. In Bayern im rappelvollen Schlossbiergarten Au in der Hallertau und in Stedesand. Coole Borzen. Das heißt hier Kok. Und die ist auf einmal proppenvoll. Wie reagieren die Nordfriesen auf Rias Rap? Dein Papa war schon wohl, aber der Mama war's wirklich alles. Sie hat die beim Aussuchen von deinen Hemden und Hosen noch nie enttäuscht. Leg dir der Haum und dein Jankern aus, weil draußen wird's kalt. Du hast noch nie ein Unterwegs gewaschen, aber gehst mit deiner Wichse in Bord. Also es waren alle im Start. Also Hut ab, Nordfriesen. Ist Stedesand bereit für das nächste Level?
das war bum bum bum. Dialektbarriere gibt's hier nicht. Ria probiert sich auf Plattdeutsch. Komm, giftet bloß an Weihnachtsabend. Ho, day, ho, day, ho. Friesisch wurde gekauft, mein Nordfriesisch. Das war lustig, war cool. Ich habe noch nie mit einem Shanty-Chor mitgesungen. In Mannschaftsstärke geht es für die Shanties in die Hallertau zum Auswärtsspiel. Kann dieser Shanty-Chor 400 bayerische Grandler zum Mitwirken begeistern? Das könnte ein bisschen schwierig werden bei unseren niederbayerischen Weißbiersitzern. An Selbstbewusstsein mangelt es ihnen jedenfalls nicht. Wir waren im Westen, doch in der Heimat, da ist am besten. Nur die Liebe ganz allein. Treibt unser Schiff in den Hafen wieder. Gleich am Anfang wurden wir schon angesprochen und so, und dann haben wir schon so einen leichten Vorgeschmack bekommen, dass ihr offen seid, die Bayerer. So, oder? Ja, man hat ja auch den Eindruck, dass sich alle gefreut haben, dass wir hier sind. So. Nordfriesland, Bayern, Rap, Volksmusik. Passt das? Seid ihr bereit zum Schwingen? Also. Von der Holledau bis nach Mumbai. Also schwing da, schwing da, schwing da, Schwungschein. Schwing, 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 schwing da, Schwungschein. Schwing da Ding und du wirst ungesund klein. Schwing, 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 schwing da, Schwungschein. Schwing da Schein, egal ob's Wett oder Zeit ist. Bounce, bounce, booty bounce, booty bounce. Bounce, bounce, booty bounce, bounce, booty bounce. Bounce, bounce, booty bounce, a booty bounce. Bye, 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 United Schwungschein. Vielen Dank, meine Lieben, fürs Zuschauen. Applaus für den Steri. Bayern, Schleswig-Holstein, was wollen wir mehr? Ja. Ne? Eine Ehe, was sich endlich mal gefunden hat. Wie steht es an der Silber gebunden? Ich muss mir jetzt gerade schon die Abschiedsträne verdrücken, muss ich ehrlich sagen. Eine tolle Frau, vor allen Dingen viel Kraft. Ich ziehe den Hut davor, was sie alles stemmt. Ich glaube, wenn man gleich tickt oder so, dann versteht man sich. Eine Sache muss Ria aber noch dringend lernen. Du sprichst Shanty-Chor immer falsch auf. Shanty-Chor. Shanty-Chor? Shanty-Musik? Nee. Shanty. Shanty. Shanty-Chor. Shanty-Chor. Okay, aber er verzeiht's mir. Die Reihenmacher, die Shit-Gang. Man weiß nie, was passiert, aber vielleicht eine Freundschaft, die erstmal für die Zukunft ist. So, ja. Bisschen außer Hüfte. Zack. Es entsteht so ein Band, so eine Familie wird draus. Es hat gepasst. Wetter hat gepasst, Leute waren nett, Stimmung war gut und das Bier schmeckt auch. Die werden mir schon ganz schön fehlen.